2.000 bis 3.000 Euro schon teilweise. Nappa-Leder, kommt natürlich auch wieder aufs Colorway an. Schuh, der auf jeden Fall schon seine intensive Zeit hinter sich hat, würde ich sagen. Raf Simons, ja der Creative Director ist von Prada, kostet 4.000 Euro. Mailand, Monaco, Paris, da ist ja selbst das Flugticket nach Italien oder so günstiger, mit der Tasche zusammen. Yo Leute, was geht? Willkommen zum nächsten Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich euch mal meine Grails vor, die ich mir auf jeden Fall gerne in Zukunft zulegen würde, die ich auf jeden Fall sehr nice finde. Und ich halte das Intro kurz und knapp, aber ich würde nochmal gerne vorher gesagt haben, dass ich mich über jeden Abonnement auf diesem Kanal freuen würde. Da, ich blende es hier nochmal ein, ich glaube knapp 50% der Nutzer, die meine Videos gucken, mich noch nicht abonniert haben. Und ein Abo ist auf jeden Fall gratis, also kostenloser Support schadet an der Stelle auf jeden Fall nicht. Und wir reden nicht mehr lange drum rum und kommen direkt zum ersten Grail. Mein allererstes Grail wäre auf jeden Fall die Goyard Cap Vert Tasche. Goyard sollten viele von euch kennen, ist auf jeden Fall sehr am Hype gerade durch die ganzen Rapper, generell die Medien würde ich sagen. Und genau, die Goyard Cap Vert Tasche hätte ich gerne in schwarz, wobei auch grün, weiß, orange, rot und dieses Grau sieht auch sehr nice aus. Also bei Goyard finde ich eigentlich jede Farbe sehr nice, aber am liebsten hätte ich die schwarze Tasche, da die am besten zu allen Outfits passt. Und genau, wie man vielleicht mitbekommen hat, ist Goyard auf jeden Fall nur in Mailand, Monaco, Paris und so weiter in solchen Städten halt zu kriegen, weil in Deutschland ist es nicht möglich, diese Taschen für Retail zu kriegen, generell was von Goyard, weil es diese Stores hier einfach nicht gibt. Und deswegen muss man leider Resale zahlen, wenn man nicht in solchen Städten mal unterwegs ist. Und genau, im Resale liegen die bei so 2.000 bis 3.000 Euro schon teilweise. Ich würde mal so sagen, so 2.500 kostet eine Cap Vert im Resale. Wobei könnte auch Richtung 3.000 gehen, kommt natürlich auch wieder aufs Colorway an. Aber das ist auf jeden Fall wirklich eine stolze Summe und ich werde auf jeden Fall nicht einsehen, so viel Resale für so eine Tasche zu zahlen, da man dafür, Retail kostet die glaube ich 1.400 oder so und da ist ja selbst das Flugticket nach Italien oder so günstiger mit der Tasche zusammen, als man den Resale bezahlt. Also man könnte auf jeden Fall noch einen schönen Urlaub in Italien haben, plus eine Goyard Cap Vert Tasche und wäre auf jeden Fall noch günstiger dabei weggekommen, als wenn man einen Resale bei der Tasche ausgibt. Mein zweites Grail wäre auf jeden Fall auch ein sehr, sehr, sehr besonderes Piece, ist aber auch wirklich unfassbar teuer, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich irgendwann mal machen soll. Aber es handelt sich auf jeden Fall um die Prada Bomberjacke aus Nappa-Leder. Sollten viele von euch kennen, hat UFO in jedem Colorway und generell ist die Jacke gerade sehr am Hype, weil Raf Simons ja der Creative Director ist von Prada und er hat diese Jacke designt und ist ihm auf jeden Fall wirklich so gut gelungen, würde ich sagen, weil diese Jacke ist einfach nur geisteskrank vom Fit, von der Qualität, vom Preislichen natürlich auch, kostet 4.000 Euro Retail und genau, mehr gibt es eigentlich gar nichts zu sagen zu der Jacke. Ich hätte sie auf jeden Fall gerne in schwarz, aber ob ich mir die dann wirklich nochmal kaufen sollte, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Genau, bei meinem dritten Grail handelt es sich auf jeden Fall um einen Schuh, der auf jeden Fall schon seine intensive Zeit hinter sich hat, würde ich sagen. Aber ich finde ihn natürlich immer noch geisteskrank, wenn man ihn natürlich gut kombiniert mit einem nicen Outfit. Und zwar handelt es sich um den Jordan 1 Off-White UNC. Ist auf jeden Fall wirklich ein geisteskrankes Piece. Ist zwar vielleicht schon durch die ganzen Hypebeasts und so ein bisschen ausgelutscht, würde ich mal vorsichtig behaupten, aber ich bin der Meinung, wenn man den auf jeden Fall mit einem geilen Fit kombinieren kann, ist der Schuh auf jeden Fall wirklich sehr, sehr krank und kann auf jeden Fall immer noch sehr geil kommen. Und generell diese Off-White Jordans sind ja auch irgendwo eine Ikone in dem ganzen Sneaker-Game, in der Modewelt und deswegen finde ich das auf jeden Fall wirklich sehr, sehr nice und würde gerne so einen Schuh haben, nur so, weil die Geschichte mich auch so dahinter interessiert und den werde ich mir auf jeden Fall nochmal irgendwann zulegen, finde ich auf jeden Fall sehr krass. Genau, neben dem Off-White Jordan UNC gibt es ja auch noch den NRG und den Chicago. Finde ich beide auch sehr krass, aber ich finde tatsächlich den UNC den besseren Colorway von den drei Jordans. Genau, mein nächstes Grail wäre dann auf jeden Fall der Travis Scott SB Dunk Low. Ja, der Schuh ist meiner Meinung nach auch sehr ikonisch, da diese ganzen Travis Scott Nike Collabs oder diese Nike X Off-White Collabs wirklich in die Geschichte mit eingegangen sind, würde ich auf jeden Fall sagen, da das wirklich auch das ganze Sneaker-Game so entwickelt hat, würde ich sagen. Und genau, das Besondere an dem Schuh ist halt, wenn sich der Schuh so vorne am Upper so abnutzt oder auch, ich glaube nur am Upper vorne, dann kommt nochmal so eine andere Farbe hin, also so ein Used-Look, weil der SB Dunk Low ist ja eigentlich ein Skate-Schuh, aber wenn man den Schuh zum Skaten anzieht, dann hat man es auf jeden Fall wirklich richtig dicke in der Tasche. Aber genau, wenn sich das halt abnutzt, dann ist da noch so ein anderes Material drunter. Ich kann euch das auch mal hier einblenden und das finde ich auf jeden Fall auch wirklich sehr krass.
aber ich finde es natürlich besser, wenn der Schuh nicht abgenutzt ist. Genau, ich finde es natürlich besser, wenn der Schuh nicht abgenutzt ist, da man so einen teuren Schuh auf jeden Fall nicht abgenutzt haben will, außer man skatet wirklich mit dem Schuh, dann hat man es aber wie gesagt wirklich echt dick in der Tasche. Aber genau, das wäre auf jeden Fall mein nächstes Grail. Genau, mein allerletztes Grail wäre auf jeden Fall eine Chrome Hearts Denim. Und genau, Chrome Hearts ist, würde ich sagen, sogar eigentlich dadurch groß geworden, hat jedenfalls den Hype entwickelt durch die Denims, die sie rausgebracht haben. Da wirklich unzählige Ami-Rapper, Deutsch-Rapper oder auch Fashion-YouTuber die Hosen gerockt haben, wie zum Beispiel Justin hat ja diese weiße mit diesen Leopardenkreuzen, die ist auf jeden Fall wirklich geisteskrank, auch die beste von allen Chrome Hearts Hosen, würde ich sagen. Und genau, eigentlich sind das ja alles nur Levi's 501 Hosen bei Chrome Hearts, wie zum Beispiel bei Gallery Department, die verwenden nur Carhartt Hosen. Und genau, dadurch, dass es nur Levi's 501 Hosen sind, ist das Preisliche wirklich echt eigentlich auch richtig dumm, dafür so viel Geld auszugeben. Aber was Chrome Hearts mit diesen Hosen gemacht hat und wie die ihre Kunst an diesen Hosen ausgelebt haben, das finde ich auch wirklich krank und das hat man auch so auf jeden Fall noch nie gesehen. Deswegen ist es auch irgendwo wieder ikonisch und auch gerechtfertigt. Natürlich der Preis schwankt natürlich so bis zu 8.000 Euro für eine Hose ausgeben, also, aber es gibt natürlich auch welche für 2 und so, ist natürlich auch geisteskrank für eine Levi's 501. Aber ich finde es trotzdem sehr geil, unabhängig vom Preis, was Chrome Hearts mit den Hosen gemacht hat, wie zum Beispiel Gallery Department, die nehmen ja auch Carhartt Hosen, ich glaube manchmal auch Levi's Hosen, aber meistens auf jeden Fall Carhartt Hosen. Und da finde ich es zum Beispiel nicht so besonders, wie das, was Chrome Hearts mit den Hosen gemacht hat, weil ein paar Farbkleckse und unten die Naht auftrennen, das kann jeder. Aber so diese Waschungen, was Chrome Hearts damit macht und generell auch diese Kreuze und auf die Idee überhaupt zu kommen, sowas an eine Hose zu bringen, das finde ich wirklich faszinierend. Und deswegen finde ich die Hosen auf jeden Fall auch sehr geil und ist auf jeden Fall mit auf meiner Grail-Liste. So Leute, das war es auf jeden Fall auch schon mit diesem Video, wo ich euch wirklich mal meine Top Grails gezeigt habe. Klar, es waren auch wirklich unmenschlich teure dabei, wie zum Beispiel so eine Chrome Hearts Denim, aber es darf natürlich auch ein Traum bleiben, also eine Grail, so eine Hose mal später zu besitzen. Und genau, zum Schluss bleibt nur noch gesagt zu haben, dass ich mich über ein Abo freuen würde, ein kostenloses Abo und über ein Like. Und wenn ihr Freunde habt, die auch so in dieser Modebubble unterwegs sind, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meine Videos mit denen teilen würdet, da vielleicht mein Kanal dann auch genau das Richtige ist. Genau, joint auch gerne meinen Discord, Link ist in der Videobeschreibung. Und ich bin da wirklich täglich aktiv, antworte auch jedem. Ihr könnt auch Want-to-Buys aufgeben, Want-to-Sells, kriegt jegliche Informationen über Releases mit und klickt euch da einfach mal durch, könnt ihr in der Videobeschreibung auf den Link gehen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und genau, das war es auf jeden Fall mit diesem Video, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.